Prinzessin. Unsere Prinzessin. Die Prinzessin, die Prinzessin. Ich will das behalten. Guten Morgen. Es ist wieder mal ein wunderschöner Tag. Kommt mit. Wir wollen schauen, wo unsere Prinzessin ist. La 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 la. Da ist sie ja. La 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 la. Oh. Hoi, Prinzessin. Hallo. Machst du ein Picknick? Aha. Oh. Oh. Willst du ein Gutzli? Nein, danke vielmals. Ich habe gerade zum Morgen gehabt. Oh, Wuffel. Da wird doch alles plotschnass. Böser Hund. Oh nein! Hör auf, Wuffel! Schau nur, was du mit unserem Picknick gemacht hast. Das ganze Essen ist nass und in meinem Glas schwimmt irgendetwas umeinander. Hoppla, Schorsch. Und das ist aus dem Wasser gehüpft. Aha. Unser Teich ist voll von Haien. Haie. Oh ja, ganze Schwärme von gefährlichen Haien. Ist das auch ein Hai? Das könnte eben schon noch sein. Ein Hai? Kann ich ihn behalten? Ja. Nein, ich weiß nicht. Oh, der erzählt doch Blech. Das ist kein Hai, das ist eine Kaulquappe. Sie gehört wieder dorthin, wo du sie gefunden hast. Aber ich will sie behalten. Sie lebt doch im Teich und sie vermisst ihre Freunde. Sie hat doch mich als Freund. Aber ich will sie behalten. Sie ist mein Haustier. Aber weisst, Schätzeli, eine Kaulquappe ist kein Haustier. Warum nicht? Haustiere leben gerne bei den Menschen. Und an einem Haustier kann man etwas lernen. Du hast schon 2 Haustiere. Welche denn? Der Wuffel und das Bussi. Ich will aber das da als Haustier haben. Das ist nämlich ganz herziges. Bitte. Frag zuerst den Papi. Papi. Achtung! Eine Kaulquappe ist eigentlich ein wildes Tier. Aber sie sieht nicht so wild aus. Sie braucht ihren natürlichen Lebensraum. Das kann ich ihr bauen. Weisst, Bitte. Wenn du dich gut um sie kümmerst, darfst du sie behalten. Aber nur ausnahmsweise. Ja. Was ist ein Lebensraum? Der Lebensraum? Das ist ganz einfach. Das ist der Ort, wo jemand lebt. Und dort sind auch alle Sachen, die er braucht. Ich zeig das, wenn du möchtest. Oh ja. Also, Stein, Wasser, Pflanzen aus dem Teich. Und jetzt kommt das Wichtigste. Die Kaulquappe. Oh. Quappi. Ich glaube, dein neue Haustier gefällt dir gut. Der Quappi. Ach, so heisst er. Aha. Wieso hast du denn den Quappi so gern?
weil ich mich gerne um den Quappi kümmere. Und wie machst du das? Ich hole ein frisches Wasser aus dem Teich. Manchmal hat es kleine Tierchen drin. Und ich habe einen Stein gefunden, der zu ihnen passt. Aha, den habe ich dann ganz gut geputzt. Ich nehme den Quappi überall hin mit. Aber manchmal... No. Ich will keine Tierli in meiner Küche. Oh oh. Raus! Usch. Der Quappi würde mir auch noch gefallen. Was macht er denn so? Er schwimmt eigentlich den ganzen Tag umeinander, immer im Kreis. Ah, dann macht er auch immer das Gleiche. Ja, ist das nicht interessant? Rabbit. Quappi? Rabbit. Hilfe! Oh! Was ist Komm, denn? geh schauen! Schnell! So ein schreckliches Viech hat den Quappi aufgefressen und jetzt sitzt es immer noch in meinem Zimmer. Seht ihr? Da! Rabbit. Das ist ein Frosch. Er hat meine Kaulquappe gefressen. Er hat deine Kaulquappe nicht gegessen. Er ist deine Kaulquappe. Hä? Kaulquappen verwandeln sich eben in Fröschschätzli. Was? Wenn sie wachsen, dann werden sie zu frisch. Ah! Dann ist der Quappi einfach nur gross geworden. Rabbit. Prinzessin? Schau mal! Meine Kaulquappe ist jetzt ein grüner Frosch. Ein grüner Frosch, ein grüner Frosch! Ein Frosch? Das ist dann spannend. Hey, er ist ja so herzig. Und ich will mein Fröschli für immer und ewig behalten. Fröschli, komm. Fröschli, komm. Ich habe jetzt einen Frosch. Ein Frosch? Oh je, ist er gefährlich? Nein, ich glaub's also nicht. Dann bin ich froh. Weißt du, da ist noch jemand einen rum. Rabbit. Gute Nacht, mein Schatz. Träum etwas Schönes. Der Gilbi will auch ein Küssli. Rabbit. Und das Fröschli will auch einen. Gute Nacht. Rabbit. Rabbit. Was ist denn das für ein Lärm? Ja, keine Ahnung. Das hältst du im Kopf nicht aus. Du hast aber ein lebhaftes Haustier. Ja, er macht einen totalen Lärm. Er hat immer furchtbar laut gequakt, weißt du, die ganze Nacht. Ja, wahrscheinlich vermisst er seine Freunde. Wahrscheinlich hast du recht. Aber eigentlich hast du ihn doch für immer behalten, oder? Also weisst Rabbit. Du solltest ihm vielleicht ein Küssli geben. was? Kennst du das Märchen von der Prinzessin und dem Froschkönig nicht? Nein. Die Prinzessin gibt dem Frosch ein Küssli. Und dann verwandelt er sich in einen wunderschönen Prinz. Oh, weg!
Tschüss, Fröschli. Hüpf zu deinen Freunden. Komm zu mir, Büsi. Du bist kein Prinz. Du bist ein liebes, ruhiges Haustier.